Salut! An herzlich willkommen bei Lachsplay. Den Summer steht für unter dir an noch Terrasse ginn, sie löst nies op. Mei immer ihr an noch euch selber an wo kann entlosen bitte mir Javanke eng richtig deftig Episode Lachsplay. Wis nach wenn der Titan ass. Mei wieso guckt den da so traurig? Weil Sony hi vergiers wird as Sony Pictures hin aus dem Intro geschnitten hunn. Mir das doch schrecklich. Jules, mir werden Weltrun erinnern, wen hinnners. Hinnners nämlich keine andere wieder ein Sackboy! An dommer willkommen bei Wo sie se droden. An haut mir e ganz besonnesche Gast. Dir kennt den, der sit mat dem gesprungen. Hut Level mat dem gebaut. En dicken Applaus für den Sackboy! Hey, merci. Pardon, die Stimme die geht nämlich so wie früher. Merci, dass der frei sind. Herr Sackboy, wie ist ihr stand so ergangen, seitdem der 2020 ihre letzten Auftritt hat? Astrobot hatte definitiv verdient, Game of the Year 2024 zu gehen, und hat sich mit vollem Recht an die Herzen von den Spielern angenascht. Aber darüber schwätzen wir noch nicht. Kennt ihr den noch? Ja, das ist der Sackboy. An die Gruppe hat Sackboy A Big Adventure 2020 seinen vollwertigen Jump'n'Run spendiert. Ah, das wisst ihr nicht mehr. Den Namen. Knapps gewöhnte Konkurrenz in Bling-Bling-Preise, los mal den Sackboy längst leiern. Wieso ich grad drüber schwätzen? Ma, weil ich es für kurzem selber für mich entdeckt habe. Dafür, ob Sackboy also mehr wie ein vergessen Maskottchen, Astrobot eventuell gar nicht so viel neu gemäht wird, und ob es sich lohnt, die Alkamel not zu wollen, das zählt mir als Lobklung. Wieder gesieht als Sackboy e loe vollwertigen Jump'n'Run ohne Level-Editor Schnickschnack, wat mich arrangiert, weil ich kriege wahrscheinlich Hexen sein Hüter Minecraft-Summe gebaut und den Editor-Demos bei Little Big Planet. Das war mir eine Nummer zu viel. Die Story ist eigentlich recht ähnlich wie bei Astrobot. Ja, wie irgend so ein Assi an dem Fall den Wex. Könnt es nicht versklavt dem Sackboy singen. Leute, sing Ross, sing Wohl, sing Sack People. Boah, egal. Basen könnt höllt dem Held etwas wäsch, an dir müsst ihr durch verschiedene Hauptwelten mit Innerleveln durchsprangen und dabei zum Schluss ein Boss lernen. Huber du aufgeguckt, Herr Astrobot? Leveln sind immens aufwissungsreich gehalten, von Dschungel, Schneelandschaft oder einer Wassersetting sind Klassiker alle gute Mat dabei. Dabei hat noch extra Challenge-Leveln wie zum Beispiel Time Trials oder Leveln wo techt It Takes Two, Wink. Jawohl, auch Sackboy wurde Couch-Koop sowie eine Reihe Leveln für die Freundschaft oder auch mal Beziehung zu testen. Kann ja schon so, ne? Ich dürfte schon viermal auf der Couch schlafen, da ist eine Geschichte fängt an, okay, ja. Den Soundtrack bietet ganz coole Mix aus Coveren von bekannten Songs und auch eigenem Score und er kann absolut mit Astrobot mitteilen. Dabei wird der Sackboy auch an den Level Gadgets, die benutzen kann. Wer das ist Astrobot? Er ist schon dem Sackboy-Singer verkoten. Wer der Sackboy allerdings mehr kann, ist, dass der Gegner könnt verprügeln oder Matspieler die Sache geheie könnt. Oder Matspieler an ihr Sachen unheile könnt für weiterzukommen. Genau wie Matspieler. Dabei ist die Steuerung ganz ordentlich und deels Mama ungenau wie beim Little Big Planet. Das nenne ich doch mal Weiterentwicklung. Ehren, Sackboy oder Sackgirl könnt ihr wie früher auch frei customizen. Dafür sammelt er entweder die einzelnen Kostümstile an den Leveln oder de kauft sie mit Kollekte Bells. Get it? Bells. Okay. Beim Zoom. Ha! Da tut den Astrobot nicht. Merkt doch, da kann ich noch eine Kostüme kreieren. Astrobot wird mit singen Easter Eggs ein Nostalgiefaktor, der sogar engem Zyniker wie mir.
Tränen und Ärger wird. Fuck. Ja. Also. Wieder gesit, wird ein Sackboy so ziemlich alles, was den Astrobot auch zu bitte wird, wann zu gönner ein bisschen mehr wenn es im Korb. Ja, Astrobot ist ein Bijou, was der PS5-Katalog angeht. Mit wem das einfach nicht durchgegangen ist, an den noch mehr jumpen und runnen auf seiner Playstation will. Ma, hallo, kennt er noch eine Adresse? Das ist gern geschieht. Off you go then. Me and the monkeys will be rooting for you. Ja, was soll ich sagen? Ich kriege noch immer meine Lizenzen bezahlt, aber bei Sony meldet sich kein. Ich komme da gut mehr. Seitdem die blöde Roboter Game of the Year gewonnen hat, ist es nach Astrobot. Mit mehr konnte er auch sprangen. Ich hatte auch Crossover mit anderen Sony-Kollegen. Was soll das? Wir verstehen Ihre Frust. Und aus diesem Grund haben wir einen Überraschungsgast eingeladen. Sackboy, et deet mir so leid, wat geschieht ass. Me, hun fir dech bei Sony ugeruf an, sie hunn en Job fir dech. Oh mein Gott, Astro. Wirklich? Mir fällt gerade so ein Last um Herzen. Ich muss mich auch bei dir entschuldigen. Es tut mir leid, weil ich über dich gesagt habe. Und dass ich dem geringen Penner gesagt habe, soll der Raumschiff greifen. Es tut mir so leid, Astro. Astrobot-Merch, komm, da kauft der ein Astrobot-Merch. T-Shirt, Maske nach viel mehr. Weil der Merch jetzt Astrobot 2 rauskommt, sitzt live mit dabei. Astrobot Merch. Peanut Butter Gebiss. Fritten am McFlurry. Banana Bacon. Du am Mittelalter. Wow, ey, Mama löst. Du hast schon ein bisschen verreckt. Oder vielleicht auch nicht? Auch wenn Doom The Dark Ages a Prequel zu Doom 2016 an Eternal ass, spielt sich aber nicht mehr wie Speed Metal Rush, bei dem ihr nonstop zwischen Waffe wirselt für Schwachpunkten zu attackieren, mehr wie wenn ihr eine mobile Panzer wie, die wie der Captain America sein Schild schmeißen kann. Just, dass das eine Kattensee hat. Wir kommen mal kurz zur Story, weil die hat an Dark Ages mehr große Stelle wert wie bei den Viergänger. The Dark Ages spielt Ewigkeiten für den anderen Spieler und erzählt davon, wie die Slayer Sentinels für die Invasion von der Hell beschützt wird. Das Ganze spielt sich an einem Setting auf, den ihn am besten als Science Fantasy beschreiben kann. Festungen, Drachen, mystische Büscher sind all vertruden, aber halt just eine superlativ Größenordnung. Passend dazu dreht der Slayer am Platz für seiner typischer Rüstung eine Sci-Fi-Ritterrüstung mit Pelzcape. Die Story geht erzählt durch aufwendig inszeniert Cutscenes mit vielen Nebencharakteren als Setpieces. Kinnigen, Prinzessinnen, Hexen, alles als Vertrude für die Dark Ages. An all das mischt die Dark Ages zu einer epischer Fantasy-Geschichte, an der also Slayer die Invasion durch die Hell vereitelt, an der ihn auch noch mehr Lore zum Verhältnis zwischen den Makers, der Hell und den Sentinels gewürgt. Zu Anfang ist der Slayer aber nach der Kontrolle von den Makers. Das gefällt ihm obviously nicht. Er mischt sich schnell durch die Bast und beschützt Menschen auf seine eigenen Bedingungen. Das heißt, rip and tear until it is done. Mit dem Arsenal von Waffen kämpft er sich durch die bislang größten Horde von Dämonen. Waffen und das ja auch all bisschen Fantasy-Twist, was für frische Wand sorgt. So hat ihn ein Sniper, die mit Spikes schießt, oder ein Waffe, die Schädeln zermult und dann mit den Splitter schießt. Oder meine Lieblingswaffe, Chainshot. Ein Waffe, die mit der Kugel von einem Morgenstern schießt, also darum zurückzieht. Apropos, auch für den Nahkampf geht es mehr wie ein Schwert oder ein Faust ist kehrt. Zwischen Powerglove, Dreschflegel oder Streitkolben kann ich selber entscheiden, wen am liebsten Haue verdelen will. Das bringt mich dann aber auch schon zu einem großen Kritikpunkt. Es gibt nämlich keine Glory Kills mehr. Also irgendwie auch schon, mehr aber nicht so wirklich.
Am Platz wie sos fahr den halt einfach mat Nokampfattacken drauf, bis de Gegner zerplatzt. Laut Entwickler soll dat Manner de Flow ënnerbrechen, mir ehrlich gesot huet et fir mischt de Gegendeel bewirkt an huet just no Buttonmashing gefauerert. Klenge Wermutstroffen, wann en Eichter sprengt an dareich so Nokampf mischt, dann krit den awer mir en klassisch Glorykill-Animation. Aber mir schon bei der Waffe sinn, will ich noch mal kurz BFG erwähnen. Oder BFC, wie sie hecht. A Big Fucking Crossbow. Ugriff ist aber nicht alles. Mit neue Schild kann den Zug Dämonen zerstecklen, mit benutzt ihn tatsächlich auch zur Verteidigung. Geringlichen Projektile können nämlich pariert ans Rick geschleudert gehen. Aber nicht nur zu Fuß geht es zur Sache. Endlich gebe nämlich eben eine riesige Max steuern, die ich schon an Doom Eternal gesehen habe. Also sogar auf einem Cyberdrach fliehen. Das Momente sind zwar echter Gimmicks, die schnell und Novelty verlieren, sind aber auch immer so schnell rüber, dass sie nicht langweilig gehen und gut Aufwirkung bieten. Visuell ist das Spiel auch fucking impressionant. Das Spiel lief zu all Zeitpunkt und auf all Plattformen mit Raytracing mit verdammt guter Performance. All Level wirkt visuell aufwirkungsreich und sie fantastisch designt. Ob Festungen oder Schlachtfelder, alles ist super detailliert und einfach schön anzugucken, ob sie ege blutig und grimy Aderweis. Gegnerdesigns gofen übrigens auch gepasst. Also die Pinkies zum Beispiel auch groß Reittieren, die von Bogenschützen geredet gehen. Und Revenants sehen aus wie Liches. Nicht alles ist perfekt, aber weil hatten die echt zwei Spieler noch die fantastischen Mick Gordon Soundtracks, govelobeng Firma mit dem passenden Namen Finishing Move gesagt. Nachdem sie zu Streitereien zwischen dem Studio und dem Mick Gordon kommen. Der Soundtrack selber ist fantastisch, er lebt bei mir auf Spotify auch Robber noch auf. Am Spiel selber war hier die Musik halt knapp wie mal. Ich weiß nicht, was da beim Mixing falsch gelaufen ist, mir das wirklich schuld, weil es fehlt einfach der richtigen Umf dadurch. Ejo, also Leute, die müssen wir schaffen, wo geht er doch? Wie los du eben? Da je, das ist Flash. Es gibt zwar mittlerweile ein Update, der das Licht verbessert wird, aber für die besten Resultate empfehle ich an Optionen, Soundeffekte auf 60% draufzuschrauben und Musik einfach auf 100% drauf zu pushen. Zusammengefasst kann also so, dass Doom the Dark Ages auch als dritten Teil von einer Reihe als eigenen Spieler rausstößt. Was ich die Spieler beschreibe, ist dann am besten motiviert von den Entwicklern selber. 2016 wie Run and Gun, Eternal Jump and Shoot und The Dark Ages Stand and Fight. Am Platz nonstop an Bewegung zu sehen, manövriert diese Bullet-Hell-Style durch Projektile hindurch, appariert Attacke für Openings zu schaffen. Für die ganze Kampagne von 22 Kapiteln war ich auch rund 18 bis 20 Stunden im Gang und habe noch kurzer Lernkurve all Moment gefeiert. Egal ob ihr Fan von den Doom-Spieler seid, Shooter-Fan allgemein oder einfach Bock auf ein episch Power-Fantasy hat, kann ich das Spiel trotz enttäuschendem Soundmix einfach schön empfehlen. Attack wissen halt einfach, was sie machen und haben einfach immer ein fantastisches Spiel aufgeliefert, was Gameplay, aber auch Grafik betrifft. Anderem eng Presummer-Episode überlieft. An der beinahe etwas Gutes für vergessen maskottischer gemacht. Lo wo du sees, dat verdingt doch so eng kleine Belohnung, ne? Hast du nicht für drin etwas von offenen Terrasse gesagt? Wieder gesit, Pflicht trifft. An dem Sinn also. Ciao! Das hat Katz. Perfekt, besser käme der Runde mir hin.